Das menschliche Leben in dieser sündigen Welt ist zerbrechlich und vergänglich. Nichts, was von der Sünde infiziert ist, kann von Natur aus ewig sein. Deshalb, die durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Der Tod ist die natürliche Folge der Sünde, die alles Leben hier betrifft. Zu diesem Thema gibt es zwei wichtige biblische Konzepte. Das eine ist, dass sowohl Menschen als auch Tiere sterben. Wie König Salomo sagt, denn die Menschen und Tiere erwartet das gleiche Schicksal. Sie müssen alle sterben. Beide atmen dieselbe Luft. Die Menschen haben den Tieren nichts voraus. Beide enden an demselben Ort. Beide werden zu Staub, aus dem sie auch hervorgegangen sind und zu dem sie wieder zurückkehren. Das zweite Konzept ist, dass der physische Tod eines Menschen das Ende seiner Existenz als lebende Seele bedeutet. In 1. Mose 2, 16-17 hatte Gott Adam und Eva gewarnt, dass sie sterben würden, wenn sie jemals sündigen sollten, indem sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. In Anlehnung an diese Warnung bekräftigte der Herr diesen Punkt in Hesekiel 18. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Diese Aussage hat zwei Hauptbedeutungen. Die eine ist, dass alle Menschen Sünder sind, wir alle dem unvermeidlichen Prozess des Alterns und Sterbens unterworfen sind. Eine andere Implikation ist, dass dieses biblische Konzept die populäre Vorstellung von einer angeblichen natürlichen Unsterblichkeit der Seele außer Kraft setzt. Wenn die Seele unsterblich ist und nach dem Tod in einem anderen Reich weiterlebt, dann sterben wir doch nicht wirklich, oder? Im Gegensatz dazu ist die biblische Lösung für das Dilemma des Todes keine körperlose Seele, die entweder ins Paradies oder ins Fegefeuer oder gar in die Hölle wandert. Die Lösung ist tatsächlich die endgültige Auferstehung derer, die in Christus gestorben sind. Wie Jesus in seiner Predigt über das Brot des Lebens sagte: Jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.